Richtig nervös und voller Vorfreude. So habe ich mich gefühlt vor dem Pfadi-Bundeslager. Und jetzt bin ich endlich da, zusammen mit 30'000 Kindern am grössten Lager, das es in der Schweiz je gegeben hat. Wie zum Beispiel all die hungrigen Müller gestopft werden, das erfährst du in deinen SRF Kindernews. Am besten kommst du mit. Herzlich willkommen zu deinen SRF Kindernews. Das mal aus dem Pfadi-Bundeslager im Goms im Kanton Wallis. Das Lager geht 2 Wochen und für das braucht es Tausende von Zelten, viel WC-Papier. Es hat zum Beispiel ein eigenes Spital und auch eine Hauptbühne. Hinter mir hat es ein Lager, wo man Essen abholen kann. Ihr habt hier gerade euer Essen abgeholt. Darf ich da mal noch in euren Wagen reingüchseln? Ja, natürlich. Das ist gerade Essen für 80 Leute, die wir es gerade bekommen haben. Ich glaube, es gibt Burger bei euch, oder? Heute Abend. Ja, genau. Wir haben jetzt hier 18 so Pack Burgerbrot bekommen. Und das Fleisch, das Frischprodukt, holen wir erst morgen am Morgen. Das ist für morgen am Mittag. Wie lange habt ihr jetzt hier anstehen? So 1 Viertelstunde, 20 Minuten und dann kommt man mit allem Essen wieder raus. Wie das genau mit dem Essenverteilen funktioniert, das hat der Kinderreporter Sandro, in der Pfadi heisst er Young, für dich hinter den Kulissen herausgefunden. Im Verpflegungszentrum ist gerade Hochbetrieb. Es ist eine neue Lieferung Essen und Trinken angekommen und das muss verräumt werden, bevor es an die Pfadi-Abteilungen geht. Der Sandro und der David packen gerade mit an. Voilà, jetzt kannst du mir hier helfen, das ziehen. Heute hatte ich gerade Salat am Mittag. Und wie viel Salat hat es denn da für alle Kinder? Salat, das gibt es relativ oft bei uns. Darum gibt es im gesamten Pool, also während diesen 14 Tagen, haben wir 41'000 Salatköpfe. Boah, schwer. Neben so viel Salat hat es auch 20'000 Gurken, 15 Tonnen Reis und ganz viel mehr. Der ganze Turm hier ist voll mit Brot. Alles das hier, was du hier siehst, ist alles Brot. Essen wir so viel Brot? Wir essen sehr viel Brot, ja. Dass es ein bisschen einfacher ist, gibt es für alle 30'000 Kinder das gleiche Essen. Vorbereitet wird es hier im Kühlbereich. Das ist so wie ein grosser Kühlschrank. Und, hast du kalt? Ja. Aber mit der Jacke geht's. Ja, mit der Jacke geht's. Also hier innen haben wir das Essen von einer Pfadi-Gruppe für morgen. Es wird also etwas mit Käse geben. Etwas mit Peperoni. Und was haben wir zuunterst noch? Landjäger, Erbsli, Farmerstängel und ein bisschen Teigwaren. Von dem Bereich, wo nur das Personal Zugang hat, geht es nachher hier hin. Hier holen jeden Tag 650 Küchenverantwortliche von den einzelnen Pfadis ihre Lebensmittel ab. Und weil nicht alle aufs Mahl reinkommen, heisst es anstehen, anstehen, anstehen. Die Leute von der Küche bringen dann die ganzen Lebensmittel hier auf den Lagerplatz und kochen dann für die Pfadi-Kinder. Ihr seid hier gerade schon fleissig. Was gibt es heute Nacht? Heute gibt es Tomaten-Mozzarella-Salat. Nachher gibt es Herdäpfelstock mit Brotensauce und Brotwürste, Veggie und richtige Würste. Und dann gibt es noch gekochte Rüebli dazu. Dann wünsche ich euch viel Spass weiterhin beim Schnetzler und dann einen guten. Für dich habe ich nichts auf den Teller, dafür aber eine Quizfrage zum Thema Pfadi. Was ist typisch für Pfadi? A. Jedes Pfadi-Kind hat eine Umweltsorge. Oder B. Kinder dürfen erst nach einer Aufnahmeprüfung in der Pfadi dabei sein. Vielleicht ist es für dich sonnenklar. Auf jeden Fall findest du die Lösung jetzt gerade raus. Wir erklären dir nämlich, wie Pfadi dank einem einfachen Lager vor über 100 Jahren entstanden ist.
Gegründet wurde die Pfadfinder- bzw. Pfadi-Bewegung im Jahr 1907 vom britischen General Robert Baden-Powell. Er veranstaltete ein Zeltlager mit ca. 20 Jungs. Ihm war wichtig, dass alle die gleiche Kleidung anhatten, denn Geld oder Herkunft sollten keine Rolle spielen. Außerdem war er überzeugt, dass Erwachsene Kindern viel mehr zutrauen sollten. Durch gemeinsames Erleben, zum Beispiel Erkunden der Umgebung oder Feuer machen, sollten sie lernen, sich füreinander einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. Die Idee vom Lernen durch Spaß, Abenteuer und Gemeinschaft fanden viele gut und es gab immer mehr Pfadis. Anfangs machten nur Jungs mit, aber schon 1910 gründete Baden-Powells Schwester Agnes die erste Mädchen-Pfadi-Gruppe. Die Pfadi-Idee verbreitete sich immer weiter. Heute ist sie die größte Jugendbewegung der Welt und PfadfinderInnen gibt es in fast allen Ländern der Welt. In der Schweiz hat die Pfadi aktuell mehr als 50.000 Mitglieder. Typisch für die Pfadis ist das Hemd. Noch immer ist die Idee dahinter, dass alle gleich angezogen sein sollen. In der Schweiz hat jede Altersstufe eine eigene Hemdfarbe. Türkis, Khaki, Rot oder Grün. An ihren Hemden bringen viele Pfadis ihre Abzeichen an, die zum Beispiel zeigen, woher sie kommen oder wie viel Erfahrung sie haben. Jede Gruppe hat außerdem als Erkennungszeichen ihr eigenes Pfadi-Foulard. Bei Treffen mit anderen Pfadi-Gruppen werden die Halstücher dann oft getauscht. In der Schweiz ist es zudem Tradition, dass fast jedes Mitglied einen eigenen Pfadi-Namen bekommt. Der Name kann zum Beispiel von einem Tier oder einer Figur aus einem Buch stammen und wird so ausgesucht, dass er gut zur jeweiligen Person passt. Wenn sich zwei Pfadis begegnen, sprechen sie sich meist nur mit dem Pfadinamen an. Gemeinsam für alle Pfadis ist auch, dass sie sich zu bestimmten Werten bekennen. Zum Beispiel andere Menschen respektieren und akzeptieren, ehrlich, höflich und hilfsbereit sein, Verantwortung für sich und andere übernehmen und gut mit der Natur umgehen. Der Gründer der Pfadis, Robert Baden-Powell, hat das Ziel der Pfadi-Bewegung so ausgedrückt: Versucht, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt. Die Welt ein bisschen besser machen und vor allem auch lustiger und fröhlicher, das merke ich hier im Pfadi-Bundeslager mega fest. Du bist jetzt vielleicht ein bisschen schlauer geworden und weisst die Auflösung von unserem Quiz. Was ist typisch für Pfadi? Die richtige Antwort ist A. Jedes Pfadi-Kind hebt eine Umweltsorge. Die Knöpfe hier, die kennen alle im Bula. Ich beweise es dir jetzt gerade. Entschuldigung, sorry. Haben die rechts Knöpfe dabei? Ah ja, sicher. Du tust es. Hast du vielleicht den rosa nicht? Den habe ich noch nicht. Ja, und ich habe den Violet noch nicht. Gut, dann können wir den tauschen. Hey, ich danke dir vielmals. Dankeschön. Was es mit diesen lustigen Knöpfen auf sich hat, das erklärt ja Kinderreporterin Joel. Sie heisst in der Pfadi Tatschu. Habt ihr noch Knöpfe zum Täuschen? Joel ist fleissig am Knöpfchen tauschen. Jedes Kind hat am Anfang vom Bula 7 Knöpfe bekommen. Und das in der gleichen Farbe und mit dem gleichen Tier drauf. Danke. Das Ziel ist, am Ende des Bula alle Knöpfe in verschiedenen Farben zu haben. Darum täuschen die Kinder untereinander. Ich finde es mega cool, es macht mega viel Spass. Man entdeckt neue Leute, man redet mit Leuten und man macht so neue Freundschaften. Hallo. Und nicht mal andere Sprachen halten Joel davon ab, um mit den Pfadis in Kontakt zu kommen. Do you have this to switch? Yes, we do. Which one do you need? I need the Flamingo. Die sind aus der Westschweiz, glaube ich, gekommen und haben nur Französisch und Englisch gesprochen. Er hat leider nicht tauschen, aber sie waren eine mega coole Plattform, gerade am Bauen gewesen. Das mit den Knöpfen, das war die Idee von Antoine. Ja, gerne. Wie seid ihr auf die Idee gekommen mit den verschiedenen Knöpfen, dass man die tauschen kann? Wir wollten irgendwie, dass
Pfadis und Wölfli miteinander etwas tauschen könnten. Und deswegen haben wir uns gedacht, Knöpfe sind noch cool, weil dann kann man diese ans Foulard oder ans Hemd eben anbinden. Und das ist auch eine schöne Erinnerung. Können wir noch tauschen? Was hast du denn? Ich habe jetzt aktuell Fidu, das ist die Frosch. Kann ich ihn tauschen? Oh ja, mega gern. Was hast du? Ein Lemur. Ah, der Lemur, das ist Gaudi. Cool. Vielen Dank. Hey, dann muss ich eins weniger suchen. Danke, Joel. Alle paar Meter wird täuschelt. Die Idee funktioniert also. Dank der Knöpfe ist das Lückenlernen hier im Bula ganz einfach. Joel ist zufrieden mit ihrer Knöpfli-Tour. Den Steinbock habe ich bekommen. Die Biene habe ich bekommen. Vielleicht ist es auch ein Wespe. Den Frosch und den Pinguin. Ich habe meine Woche hier im Bula unlässig gefunden. Und ich habe gemerkt, Pfadi, die verbindet. Das war es von deinen SRF Kindernews aus dem Bula. Wir sehen uns nach der Sommerpause wieder. Und dass du es nicht verpasst, abonnierst am besten den Kanal SRF Kids. Und jetzt noch ein Pfadi-Spruch. Peng, peng, di, go, gobi, dabidi, gobi, di, go.